Von der Angst in die Angst. Nach Corona kommt jetzt die schlimme Hitze. Siesta für Deutschland rufen schon die Amtsärzte. Auf allen Kanälen Hitzehysterie, Klima-Countdown, Weltuntergang. Und Corona und seine Begleiterscheinungen? Interessiert gerade wenige. Die sogenannte Impfung ist immer noch der Wunderwuzzi. Die Übersterblichkeit, die schweren Erkrankungen, im Zweifel Long-Covid. Wird hier etwa im großen Stil umgedeutet? Selbst der STIKO-Chef empfiehlt beim SWR, wer wegen Beschwerden nach der Spritze zum Arzt muss, der sollte die Spritze besser nicht erwähnen, dann zahlt auch die Kasse. Das Problem vieler Hausärzte, sie wissen zu wenig über mögliche Impfschäden. Mein Gast hat jetzt mit anderen Ärzten einen Leitfaden für Ärzte entwickelt. Auch darüber sprechen wir jetzt in Punkt Preradovic. Hallo Dr. Wolfgang Wodak, wie schön Sie wiederzusehen. Hallo Frau Preradovic, ich freue mich sehr. Ja, ich auch. Jeder kennt Sie, aber ich stelle Sie trotzdem kurz vor. Sie sind Facharzt für innere Krankheiten und Pneumologie, Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin und Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen und Sozialmedizin. Sie hatten ein Stipendium für Epidemiologie und Gesundheitsökonomie an der Johns Hopkins Universität in den USA und haben 13 Jahre als Amtsarzt gearbeitet. Dann saßen Sie für die SPD 13 Jahre als Gesundheitsexperte im Bundestag und waren 15, okay. 15 Jahre als Gesundheitsexperte im Bundestag und waren Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Europarat und haben dort 2009 den Untersuchungsausschuss zur Schweinegrippe durchgesetzt. Sie waren im Vorstand von Transparency International und Sprecher der Enquete-Kommission Ethik und Recht der modernen Medizin. Seit 3,5 Jahren sind Sie Corona-Aufklärer der ersten Stunde. Springen wir gleich mal rein. Der Fokus berichtet, dass die Hälfte aller weltweiten Long-Covid-Kranken nach der sogenannten Impfung seltsamerweise aus Deutschland kommen und beruft sich dabei auf einen Bericht des Paul-Ehrlich-Instituts. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil Long-Covid soll ja eigentlich nach Infektion kommen und nicht nach Impfung. Jetzt sprechen Sie von Long-Covid nach Impfung. Wie erklären Sie sich das? Ja, das sind Symptome, die man sammelt. Und die hat man mal irgendwann definiert. Das ist noch nicht so ganz fertig. Das wird immer noch ein bisschen ergänzt und geändert. Es gibt also viele ziemlich unspezifische Diagnosen, die auftreten und die dann auch als Long-Covid definiert werden können. Und auch da gibt es ICD-Codes dafür. Long-Covid nach dem ICD-Code ist alles, was an bestimmten Symptomen auftritt, nach einem positiven PCR-Test, in Verbindung mit einem positiven PCR-Test oder aber, das ist das Allerkomischste, wenn man jetzt Kontakt gehabt hat mit jemandem, der einen positiven PCR-Test hat und hat typische Symptome einer Erkältung, einer Grippe, auch dann ist der Verdacht, dass das sich kann das sich auch um Covid gehandelt haben, obwohl kein PCR-Test vorliegt, aber dann die Symptome, die dann auftreten, werden auch noch unter Long-Covid ohne Erregernachweis werden die dann geführt. All dafür, diese ganzen Diagnosen gibt es ICD-Codes von der WHO. Das ist lange vorbereitet. Und die Ärzte, die jetzt dafür für ihre Tätigkeit bezahlt werden wollen, die müssen ja eine Diagnose hinschreiben und können dann aussuchen, welche. Es gibt auch die Diagnose Nebenwirkungen nach der Spritze. Aber das wird nicht so gerne aufgeschrieben, da gibt es nicht so viele davon, während die Long-Covid-Diagnose immer häufiger werden und sich viele damit beschäftigen. Ja. Also eine komplette Umdeutung? Ja, das sind Schubladen von der WHO gemacht worden, in diesem großen Schrank der Diagnosen. Und es lohnt sich, diese Schubladen zu benutzen, wo Long-Covid draufsteht, während man sehr viel Ärger hat und sehr viel Kummer hat, sowohl mit Patienten als auch mit den Konsequenzen einer Nebenwirkungsmeldung. Das macht viel mehr Arbeit und das ist nicht so attraktiv. Und warum kommt jetzt die Hälfte aller weltweiten Meldungen aus Deutschland? Haben Sie eine Erklärung? In Deutschland gibt es einen Gesundheitsminister, der hatte ja mal gesagt, er wird den Armen, er wird helfen und wird also gucken, dass da ganz viel geforscht wird, damit die armen Leute, die nach einem positiven PCR-Test, das heißt nach der Covid-Diagnose, dass es denen besser geht, auch langfristig besser geht. Und daher wollte er erst 100 Millionen locker machen, das ist aber nicht genehmigt worden. Jetzt hat er 21 Millionen, die er ausgeben darf für die Erforschung von Long-Covid.
aber der erzählt kein einziges Wort, dass das völlig die gleichen Symptome sein können, wie die typischerweise nach der Spritze auftreten. Und das ist genau das Thema, was uns interessiert hat und wo wir versuchen wollen, den Hausärzten, die ja damit in der Praxis dauernd konfrontiert sind, eine Entscheidungshilfe zu geben oder eine Orientierung. Kommen wir noch zu. Ja. Kommen wir auf jeden Fall noch zu. Gibt es Long-Covid, also in Ihrer Ansicht nach überhaupt in dieser Form? Also diese Diagnose gab es ja vorher nicht, aber es gab Corona-Infektionen vorher schon und es gab auch andere Infektionen. Es gab Virusinfektionen, die in einem zweiten Durchgang praktisch nach einer gewissen Zeit dann noch schwere langfristige Konsequenzen hatten. Also ich meine jetzt nicht die bakterielle Superinfektion nach einer Grippe, dass man dann nachher noch eine Bronchitis hinterher hat, sondern das sind auch immunologische Reaktionen nach einer Virusinfektion. Die sind bekannt, die gibt es. Zum Beispiel ist es von uns sehr intensiv aufgearbeitet worden, auch bei der Corona-Infektion mit einem Arzt, der aus Südafrika von vielen Fällen berichtet hat, der gesagt hat, typisch nach 7 Tagen oder 8 Tagen bestellt er seine Patienten wieder ein. Und wenn die dann plötzlich Luftnot kriegen, dann gibt er denen Cortison und dann geht das meistens wieder weg. Dann kriegen also diese typischen Beschwerden dann nicht, sondern er hat dann die Diagnose einer Pneumonitis gestellt. Die Pneumonitis ist eine allergische Lungenerkrankung, die als immunologische Folge dann einer solchen Infektion auftreten kann. Das sind aber seltene Fälle. Aber es ist bekannt und das gilt nicht nur bei Corona-Infektionen, also bei sogenannten Covid, sondern das gibt es auch bei Influenza, das gibt es auch bei anderen. Ein Fall, der in Bayern sehr bekannt ist, das ist der ehemalige Gesundheitsminister Seehofer. Der hat mal so einen Viruseffekt gehabt und hat das in den Medien auch überall erzählt, dass er anschließend schwere Erkrankungen hatte. Das war so ein Long-Fall. Was das für ein Erreger war, weiß ich jetzt nicht, aber es war auch eine Viruserkrankung. Und sowas kommt immer wieder vor, ja. Mir hat ein Arzt mal gesagt, im Grunde könnte man so eine Schwächung, ne, also nach einer schweren Infektion auch sehr gut mit Spurenelementen und Vitamin D behandeln. Ja, das ist eben das Problem. Da gibt es viele Patentrezepte von einzelnen Behandlern, die dort sagen, damit haben sie gute Erfahrungen gemacht. Das kann man nicht verallgemeinern. Wenn wir wissen, dass 70% der Wirkung von Medikamenten Placebo-Wirkung ist, also dass ein großer Teil der Wirkung dadurch entsteht, dass die Menschen sich geholfen fühlen und dass sie selbst mehr Mut fassen und dass sie das Gefühl haben, so, jetzt muss es mir besser gehen, das wirkt auch schon. Also Placebo ist wirksam. Und das zu unterscheiden, was ist Placebo und was ist nicht Placebo, dafür braucht man richtig kontrollierte klinische Studien, auch die auch verblindet sind. Also das ist sehr, sehr aufwendig, das zu machen, kostet sehr viel Geld. Meines Wissens gibt es solche Studien für diese Empfehlung noch nicht. Kommen wir nochmal zur Umdeutung von Impfschäden. Wer beim Arzt sagt, er hat einen Impfschaden, der bekommt A, wenig Hilfe, B, zahlen dann oft die Kassen nicht. Und selbst der Chef der STIKO, Mertens, hat empfohlen, was ja eigentlich unglaublich ist, sich als Long-Covid-Patient anzumelden oder zumindest nichts von der Spritze zu sagen, damit man behandelt wird und damit die Kasse zahlt. Das ist ja ein wahnsinniger Skandal. Das hat er beim SWR gesagt. Es gab nicht einmal einen Aufschrei. Ja. Niemand interessiert sich dafür. Ich frage mich sowieso, die Menschen, auch jetzt bei der Übersterblichkeit, das interessiert irgendwie keinen. Haben die letzten Jahre die Menschen auch verändert? Ich glaube ja. Wir sind die ganze Zeit berieselt worden und sind die ganze Zeit geframed worden auch. Geframed und genatscht, wie das so schön heißt. Wir sind geschubst worden, in eine Richtung zu denken, die es schwer macht, noch nach der Wahrheit zu suchen, will ich das mal so sagen. Sondern wenn man in diesem Mainstream, das gibt jetzt eben Long-Covid, da müssen wir was tun. Und wenn man jetzt anfängt, dagegen anzuschwimmen und zu sagen, nee, das ist aber nicht die Folge dieser Spritzen, dann hat man es schwer, ob als einzelner Arzt oder als Patient. Alle, die das machen, alle, die diese Frage stellen, denen wird es schwer gemacht. Und da ist natürlich das riesige Interesse dahinter. Das fängt von der Europäischen Union über die WHO, über die Bundesregierung. All diese Institutionen mit dem, was dahinter steht, der ganze Propagandaapparat, der uns das aufgeschwatzt hat alles, der geht ja in die andere Richtung. Der sagt den Leuten, nein, das kann nicht sein. Jeder, der was anderes sagt, der wird gesperrt oder kriegt so ein Wahnsinnsbashing. Und das ist also unheimlich schwierig, hier noch wissenschaftlich zu denken. Aber ich bin sehr froh, dass es immer noch und auch immer mehr Leute gibt.
und auch Ärzte gibt und Mediziner gibt, Forscher gibt, die trotzdem die Fragen stellen. Ja, aber es gibt vor allem auch andere. Momentan kann man jeden Tag irgendwo eine Studie lesen, die mögliche Impfschäden und Tode auch erklären soll. Also an Frühgeburten soll Hitzestress schuld sein, an den explodierenden Brustkrebserkrankungen, die Bewegungslosigkeit während des Lockdowns. Das klingt schon alles so absurd. Glauben Sie, das funktioniert auf Dauer? Diejenigen, die jetzt Angst haben, dass es rauskommt, dass sie die Menschen vergiftet haben und sie geschädigt haben, die haben Angst, dass es rauskommt. Und die wollen das so lange weitermachen wie möglich. Und die denken sich jetzt alle möglichen Gründe aus für diese Symptome, die nicht mehr zu verbergen sind. Die Übersterblichkeit ist nicht zu verbergen. Die jungen Sportler, die reihenweise umfallen, sind nicht zu verstecken. Das kann man nicht mehr. Und das kann man nicht mehr. Und die Menschen, jeder kennt jemanden aus seiner Umgebung, dem es seit diesen Spritzen schlechter geht. Das sind sehr, sehr viele Fälle. Und die offiziellen Zahlen, die es dort gibt vom PAI, die sind die sind falsch. Erstmal ist es ganz starkes Underreporting, das heißt, es werden viele Dinge anders einsortiert, wie ich schon sagte. Die großen Schubladen, die warten und die kleinen Schubladen sind schwer zu erreichen. Also viele Diagnosen kommen gar nicht erst an, viele Meldungen kommen gar nicht erst an. Man scheut sich zu melden. Und der Faktor, der wird mit zwischen 10 und 100 angegeben in der Literatur. Also das variiert sehr stark. Ich selbst habe da die Erfahrung ja aus der Pandemrix-Geschichte von der Schweinegrippe. Dass diese Glaxo-Impfung, die ist in Deutschland und in Schweden genauso oft gegeben worden. Also beide Länder haben 4 Millionen solcher Spritzen benutzt bei ihrer Bevölkerung. Aber in Schweden sind doppelt so viele Nebenwirkungen gemeldet worden wie bei uns. Das sagt nichts darüber aus, dass die Deutschen nun härter sind im Nehmen. Das sagt nur das darüber aus, dass das Registrierungssystem für Nebenwirkungen in Schweden besser funktioniert als in Deutschland. Und okay. solche Dinge, die spielen eine große, maßgebliche Rolle bei der Beurteilung, bei der quantitativen Beurteilung von solchen Folgen. Ja, und dann gibt es natürlich jetzt auch noch, wie die dänische Studie der Uni Kopenhagen belegt, ganz verschiedene Chargen, ganz verschiedene unterschiedliche Impfstoffe. Richtig. Die einen tun weniger weh und die anderen sind für die größten Todesfälle verantwortlich. Also, ja, das ist, was dahinter steckt, weshalb die so unterschiedlich wirken. Das ist ein riesiges Fass, wo wir ganz viel forschen müssen und wo wir ganz viel Aufklärung machen müssen. Ich bin da angefangen und andere haben da auch angefangen. Einige haben zum Beispiel das Alter dann nochmal geguckt, wie alt waren die Leute, die Spritzen gekriegt haben, weil zu Anfang ja mehr ältere Menschen gespritzt worden sind und da dann die Nebenwirkungen vielleicht häufiger waren. Aber das hat nicht ausgereicht, um das zu erklären. Und das hat ja der Mike Yeadon auch zu Anfang gesagt, der ja von Pfizer kommt und der genau weiß, wie sowas normalerweise alles organisiert wird und wie die Qualität gesichert wird. Der hat ja schon gesagt, diese Unterschiede sind durch reine Qualitätsschwankungen nicht zu erklären. Das war seine Aussage gleich zu Anfang. Als diese VAERS-Daten, diese amerikanischen Daten, das erste Mal hochkamen, in denen gesagt wurde, dass alle schweren Nebenwirkungen nur durch 5% der Batches, also der Chargen, überhaupt zu erklären sind und aufgetaucht sind. Bei 95% der Chargen seien die Nebenwirkungen kaum aufgetreten oder seien nicht so schwer gewesen. Und da gibt es inzwischen sehr, sehr viele Forschungen. Ich habe mir angesehen, wie wird das denn kontrolliert? Und die Ärzte, die sich um die Fragen an das PAI gestellt haben, auch 2 waren ja neulich auch bei Ihnen. 2 Chemiker, ja. Ja, genau. Und die haben ja sehr schöne Fragen gestellt und das PAI hat ja auch inzwischen so ein bisschen geantwortet, aber nicht zur Sache, sondern nur so drumherum. Und ich habe mir die Veröffentlichung des PAI nochmal angeschaut. Das ist der zweite Sicherheitsbericht in diesem Jahr. Da stehen ja auch diese Dinge drin mit den nach der Impfung aufgetretenen Long-Covid-Erkrankungen. Das ist derselbe Bericht. Aber da wird auch gesagt, wie dann diese Kontrollen geschehen, wie die Qualitätskontrollen geschehen. Und da gibt es Institutionen, die sind gleichzeitig in der Vorbereitung der ganzen Kampagne, sind die geschaffen worden. Man hat also, während man sich im Jahr 2020 auf diese Spritzerei vorbereitet hat und während diese Methoden überhaupt noch entwickelt wurden, bevor sie zugelassen wurden, hat man sich schon zusammen getroffen und hat sich überlegt, wie kann man die Produktion überwachen. Und da ist eine Gruppe von Leuten, die beim Europarat tagen. Das Ganze wird aber bezahlt von der Europäischen Union, also vom besten Kunden der Pharmaindustrie.
Und das Ganze läuft seitdem regelmäßig. Da gibt es auch Daten, wie viel Labore dabei waren, wie viel Batches die einzelnen Labore untersucht haben. Und das sind riesige Zahlen übrigens. Das sind Hunderte pro Monat. Ich weiß gar nicht, wie die das machen, wenn die 10 solcher Chargen pro Tag dann da und kontrolliert haben wollen. Das Paul-Ehrlich-Institut sagt ja, wir haben uns dann verlassen auf das, was die Firmen angeben, die ja selbst die Qualität kontrollieren. Und dann gibt es da noch diese Leute, dieses Institut, was für uns da arbeitet. Und damit meinten sie, das ist dieses Institut, was beim Europarat sitzt. Und dann, wenn man sich das anguckt, da steht überhaupt nicht drin, wer da drin ist. Da steht zum Beispiel nicht drin, was sind das für Labore? Sind das vielleicht private Labore, die man natürlich dann auch kaufen kann und die man beeinflussen kann? Oder sind das alles amtliche Labore, die politisch auch kontrolliert werden oder die vom Parlament, wo es das Fragerecht gibt eines irgendeines Parlaments? Also das ist alles sehr intransparent. Da steht nur drin, die Labore, die Adressen der Labore können von den Arzneimittelherstellern erfragt werden. Also ein normaler Mensch darf das nicht erfragen. Und das wird auch nicht berichtet. Das finde ich alles sehr, sehr absonderlich. Das kann man auf der Seite des Europarates, kann man das sich sehr schön ansehen. Ich kann diese Dateien oder ich kann diese Bilder, kann ich zur Illustration unseres Gesprächs noch liefern. Aber sind viele Fragen, die wir da noch stellen müssen, wie denn diese Kontrolle überhaupt läuft. Und das sind wichtige Fragen. Denn das kann nicht angehen, dass es da plötzlich einen Wahnsinnsschaden gibt durch einige Chargen. Wie kommt das? Und bei anderen Chargen ist vielleicht gar nichts drin, da wird gar nichts. Also das Paul-Ehrlich-Institut kann uns diese Auskunft nicht geben. Die sagen, ja, alles geht nach Vorschrift. Aber wenn man sich das anguckt, was da an Vorschriften so zusammengezimmert wurde, kurz bevor es losgeht, dann kann einem schlecht werden. Ja, vor allem lassen die sich die Proben ja auch zuschicken. Ich meine, von den Herstellern, die gehen nicht mal in die Produktion und gucken nach. Aber jetzt kommen wir zu Ihrem Anliegen. Sie haben es vorhin auch schon kurz erwähnt. Um den Impfopfern und auch den Hausärzten zu helfen, haben Sie an einer Orientierungshilfe, die heißt Post-Vac-Folgen gentechnischer Immunisierungsversuche, mitgearbeitet, mit anderen Ärzten zusammen. Und das ist ein Leitfaden für die Hausärzte, die mit Impfschäden konfrontiert sind. Also wir verlinken den Leitfaden auf jeden Fall unter dem Video. Aber was steht da alles drin? Ja, also wir wissen, was wir wissen über die medizinischen Prozesse, denen die Bevölkerung ausgesetzt wurde, angeblich zum Schutz vor einer Pandemie. Das wird da zusammengefasst erstmal. So, was wir überhaupt wissen, was da passieren könnte. Und dann außerdem fragen wir, welche wissensbasierten Empfehlungen sind vertretbar, wenn weitere Schäden verhindert oder bestehendes Leid gemindert werden soll. Das ist auch wichtig, weil Sie sagten ja, da gibt es viele Empfehlungen jetzt schon, was man den Leuten sagt, was sie alles machen müssen, wenn sie die Spritze gekriegt haben. Aber da haben wir eben eine Bestandsaufnahme gemacht. Was weiß man darüber? Wie sicher ist das Wissen? Wie sicher sind die Empfehlungen, die da gegeben werden? Und dann ganz wichtig ist, wie unterscheidet man die Folgen einer Infektion von den Nebenwirkungen eines genetischen Immunisierungsversuches mit künstlicher RNA? Das heißt, diese Differentialdiagnose, ist es die langfristige Folge einer Infektion oder ist das die Folge der Spritzen? Woran kann man das erkennen? Welche Untersuchungen gibt es da? Es ist ganz wichtig, auch wenn man Impfschadensansprüche stellen will. Und das kann man aber untersuchen und dann erkennen. Ja, das ist manchmal schwer, aber das geht. Es kommt darauf an, wie lange das her ist auch. Dann kommt dabei muss man aber auch noch sagen, die langfristigen Folgen also Long-Covid, das was unter Long-Covid oder Post-Covid bezeichnet wird, da muss man ja auch noch wissen, was ist das? Das heißt, man muss sich angucken, was kann da eingeordnet werden in diese Schubladen? Und da sagt die WHO eben, einerseits spricht sie davon, dass es Covid gibt, wo die Viren identifiziert wurden, aber es gibt auch Covid-Diagnosen, wo die Viren nicht identifiziert wurden. Beides hat eine ICD-Nummer. Und wo die Viren identifiziert wurden, da war der PCR-Test positiv. Das heißt, da hat ein Mensch eine Infektion gehabt, der PCR-Test war positiv. Da kann man aber auch Läuse und Flöhe haben. Das heißt, man kann einen positiven PCR-Test haben und kann gleichzeitig an Metapneumoviren oder an Grippeviren, an normalen Influenzaviren erkrankt sein. Die Erkrankungssymptome sind ähnlich und der PCR-Test kann trotzdem positiv sein. Kann ja auch falsch positiv sogar sein. Alles das läuft unter Covid
Und wenn man dann langfristig noch Beschwerden hat, ist das Long-Covid. Das zweite ist Covid-19 Virus not identified. Das gibt es auch. Das bedeutet, dass man hier Symptome gehabt hat. Man hat also irgendwas gehabt, was so ist wie bei einer Corona-Infektion, also Erkältung oder konnte nicht riechen oder irgendwas. Und der hat Fieber gehabt, aber hat keinen positiven PCR-Test gehabt. Aber man hatte Kontakt mit jemandem, der einen positiven PCR-Test hatte. Auch dann ist das ein Risiko und dann kann es sein, dass das also Post-Covid Virus not identified war. Dann kann der Arzt diese Diagnose schreiben. Das heißt, ein riesen Sammeltopf, wo man unheimlich viel reinpacken kann in diese beiden Diagnosen. Genau, und Sie haben auch noch für verschiedene Symptome auch noch Anleitungen gegeben, ne? Wie man sich da verhalten soll als Arzt. Richtig. Wir haben diese Symptome, die dort genannt werden, auch diese unspezifischen Symptome, dass man also die Folgen einer Immunschwäche zum Beispiel, wenn das Immunsystem nicht so gut drauf ist, man hat häufig Infektionen zum Beispiel. Das kann natürlich nach der Spritze sein, weil das bekannt ist, dass da das Immunsystem leidet und geschädigt wird durch diese mRNA-Spritzen. Das ist sehr bekannt. Ja. Das kann sein und das heißt, dass man sehr viel mehr Infektionen hat. Das aber kann auch sein, dass ein Krebs, der schon längst zur Ruhe gekommen war, plötzlich wieder aufflackert. Auch darüber wird berichtet, diese beiden Sachen. Das sind Zeichen eines geschwächten Immunsystems. Aber es kann auch sein, dass zum Beispiel im Darm was nicht funktioniert, dass die Darmwand durchlässig wird und dass da Probleme entstehen. Oder es kann sein, dass man Herzbeschwerden bekommt. Eine Endokarditis, Myokarditis. Manchmal ist das so eine sehr schnelle, das sind ja diese plötzlichen Herztodfälle, die auch bekannt sind als Folgeerscheinungen. Aber es gibt auch etwas länger dauernde Prozesse, die dazu führen, dass die Gefäßwände weich werden. Denn das hat der Arne Burkhardt sehr, sehr schön rausgearbeitet, der Pathologe, der leider ja verstorben ist. Das hat er am besten rausgearbeitet, hat wunderschöne Bilder da auch dann gezeigt, wo deutlich wird, dass da, wo diese Spike-Proteine anzufärben waren, also in den Geweben, wo man die fand, da konnte man sehen, dass da auch die elastischen Fasern zerstört wurden. Elastische Fasern sind ein wichtiger Bestandteil unserer Adern, besonders der mit hohem Druck, das heißt der Arterien. Wenn in unseren Arterien diese Wand geschwächt wird, dann ist das so, als wenn beim Reifen eine Bubbel entsteht. Und wenn der Druck hoch ist, dann kann das platzen und dann verblutet man innerlich plötzlich. Das ist das Aneurysma, das berühmte. Da sterben viele Leute dran, relativ viele, so viel wie früher nicht daran gestorben sind. Das ist viel mehr geworden. Erwarten Sie denn eigentlich noch über Jahre Langzeitschäden jetzt? Also auch plötzliche Tode und so? Ja, damit muss man rechnen. Wir haben ja das Phänomen, dass es werden ja nach den Spritzen jeweils die Nebenwirkungen gezählt. Es kann aber auch, eigentlich müsste man die Menschen, die einmal, zweimal, dreimal oder viermal oder mehr gespritzt worden sind, die Fälle nehmen, die bei den Menschen auftreten. Wie viele Menschen von den 70 Millionen, die in Deutschland diese Spritzen gekriegt haben, haben Nebenwirkungen bekommen danach? Das wird nicht gemacht, sondern es wird pro Spritze gerechnet. Wenn man das nimmt pro sogenannte Geimpfte, dann kommt man auf 3- bis 4-mal höhere Zahlen an Nebenwirkungen. Das heißt, viel, viel mehr Menschen sind betroffen. Und dann kommt eben dazu, dass es eben Wirkungen gibt, von denen wir annehmen, dass sie erst langfristig sich bemerkbar machen, wie Autoimmunerkrankungen zum Beispiel, die auftreten können. Dass wenn das Immunsystem, die Regelkreise im Immunsystem, die Signalwege, die es da gibt es Feedbackwege, da passiert was, da wird ein Alarm gemacht, dann sind andere Zellen, die T4-Lymphozyten sind dann wieder und sagen, Stopp, Alarm ist nicht mehr nötig, du kannst jetzt aufhören mit der Immunreaktion. Also das sind lauter Rückkopplungsprozesse, die im Körper stattfinden. Und wenn eine dieser Zellen, wenn diejenigen, die Entwarnung geben, die Zellen, wenn die geschädigt werden dadurch, und da gibt es Literatur dafür, dass das der Fall ist, dann spinnt der Körper, dann macht er Entzündungsreaktionen, wo gar kein Grund ist. Das sind dann Autoimmunerkrankungen im Gehirn, MS oder in den Gelenken Rheuma. Oder es gibt viele andere neurologische Erkrankungen und auch andere Erkrankungen in anderen Geweben. Hepatitis gibt es, Autoimmunhepatitis, also sehr, sehr viele solche Erkrankungen, die sehr schwer einzuordnen sind, wo man dann die Ätiologie, also die Kausalzusammenhänge, dann mühsam rausfinden muss.
Und da stellen wir zusammen, was man da machen könnte, um da weiterzukommen. Man muss es natürlich auch sehen wollen. Ich frage mich, wie wollen Sie diesen Leitfaden an die Ärzte bringen, die ja selber viel geimpft haben oder auch geimpft sind und schon deswegen eigentlich von Nebenwirkungen und Schäden wenig wissen wollen? Also wer ein Interesse hat, dass er richtig behandelt wird, sind die Patienten. Und die Patienten können ja sich den Arzt aussuchen, die können ja zum Arzt gehen. Und die können ihren Arzt auch löchern, die können fragen. Und das ist für den Arzt sicherlich unangenehm, wenn er immer mehr solche Patienten bekommt. Er wird sich dann irgendwann damit auseinandersetzen müssen. Und es gibt ja auch Ärzte, die sagen schon, ich habe Fehler gemacht. Ich bin da reingefallen auf diese Spritzen. Und die jetzt offen sind, auch nachzugucken, was kann ich tun. Also wir rechnen damit, dass es mehr und mehr Ärzte geben wird. Und wir wissen auch, dass unter den Ärzten diese Diskussion viel stärker ist, als was man im Ärzteblatt ahnen könnte, nachdem, wenn man das Ärzteblatt liest. Da denkt man immer, das kann es gar nicht geben. Also das ist ein Propagandablättchen geworden. Wahnsinn. Und, aber es gibt eben auch Ärzte, die sich örtlich zusammentun. Und aus so einem Zirkel, aus so einem örtlichen Zirkel, wo Ärzte sich zusammentun, da sind manchmal bis zu 100 Ärzte, und hier waren es 10 Ärzte, die da teilnahmen. Daraus ist ja diese Initiative entstanden, von der ich berichte, wo wir diese Orientierungshilfe dann, wo wir uns getroffen haben und wo Anne Burkhardt und Ulrike Kämmerer dabei war. Sucharit Bhakdi liefert auch noch, der war nicht dabei, aber der liefert uns noch Material, der hilft auch dabei. Also wir versuchen jetzt diesen Ärzten, die willens sind, die Augen aufzumachen. Verschicken Sie das auch oder muss sich jeder Arzt im Internet Ja, informieren? wir lassen das an einer Stelle, wo es laufend bearbeitet werden kann. Das muss einer in der Hand haben. Und diese letzte Fassung, die kann man downloaden, und wir verschicken den Link. Und dann kann man da die letzte Fassung downloaden. Anders lässt sich das nicht machen, sonst gibt es nachher eine alte Version, eine neue Version, und das ist verwirrend. Das Wissen ändert sich, und wir werden versuchen, das transparent so fortzuschreiben, diese Empfehlungen. Das ist keine Leitlinie im herkömmlichen Sinne, wie das die AWMF zum Beispiel macht. Die hat ja ein ganz Verfahren, und die hätte das eigentlich schon längst machen müssen. Wer? Die Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizinischer Fachgesellschaften. Okay. Die kriegen auch Geld von den Kassen, also vom Bund. Und da habe ich mich ja mal eingesetzt, dass die staatlich finanziert werden, die Erarbeitung der Leitlinien. Ich habe mit denen zusammen versucht, bei der Bundesregierung dafür zu sorgen, dass nicht die Pharmaindustrie die Fachgesellschaften finanziert, sondern dass die Fachgesellschaften das Geld für die Richtlienienerstellung vom Bund kriegen. Wäre aber heute auch wurscht. Ich habe damals nicht geahnt, dass der Bund selber ein Interesse hat, diese Richtlinien möglicherweise zu verfälschen. Und das ist natürlich besonders traurig. Das heißt, wir können uns auch auf die AWMF, auf das nicht mehr verlassen, was da geliefert wird. Das sieht man auch, wenn man die Maskenempfehlungen sieht und andere Dinge. Also da ist unheimlich viel Mist gemacht worden in letzter Zeit. Und deshalb improvisieren wir. Wir machen das offen, und wir werden auch sehen, dass wir, wenn wir gute Hinweise kriegen, dass wir die dann auch mit berücksichtigen, dass wir die prüfen und wenn es dann gegebenenfalls auch einarbeiten. Und wir wollen das fortschreiben. Wir wollen offen sein für die Erkenntnisse, die es da gibt, wollen kritisch bleiben und wollen das, was man weiß, den niedergelassenen Hausärzten zur Verfügung stellen. Das ist nicht hochwissenschaftlicher Stoff, sondern das ist so formuliert, dass jeder Hausarzt damit umgehen können soll. Das heißt, auch viele Patienten werden den Text verstehen. Ja, also ich fand es auch relativ einfach geschrieben. Also jetzt nicht, dass ich es gar nicht verstehen kann. Kommen wir zu einem verwandten Thema, aber auch sehr gefährlich, weil eigentlich völlig unbeachtet von der großen Öffentlichkeit will jetzt die WHO künftig durch einen Vertrag allen Staaten vorschreiben, wie sie bei einer von ihr jederzeit ausrufbaren Pandemie reagieren müssen. Ja? Also welche Medikamente, welche Maßnahmen, welche Impfungen. Man könnte sagen, eine globale Gesundheitsregierung oder auch eine Gesundheitsdiktatur. Ja, ist es ja, wenn man so vorgeschrieben kommt. Was ist das Ziel Ihrer Ansicht nach? Ja, ich finde, es ist ein unverschämter Versuch der Machtübernahme mit Angstmache wieder. Die WHO ist ja geschult im Angstmachen. Ich sage nur Vogelgrippe, Schweinegrippe, Corona und so weiter. Und jedes Mal hat sie geschwindelt. Jedes Mal wurde sie benutzt von Leuten, die dann davon gut hatten, ob das Herr Rumsfeld war oder ob das jetzt BioNTech war und Pfizer oder wer auch immer. Die WHO
die wird gesponsert von über 80% ihrer Mittel sind Mittel, die geearmarkt sind, das heißt, die zweckgebunden sind. Das heißt, die Also private Mittel eigentlich, ne? Ja, alles private Mittel. Die sind manchmal aus Stiftungen, manchmal kommen sie sogar von Regierungen, aber da macht die Regierung, gibt das Geld praktisch nur weiter für ihre Industrie. Okay. Und das ist, also Deutschland hat mal ganz viel gegeben, als BioNTech jetzt dran war und davon sehr profitiert hat. Und für die WHO, da haben wir ausnahmsweise mal ganz viel, sind wir eingesprungen und haben die meist waren plötzlich der größte Sponsor. Ja, aber diese Abhängigkeit der WHO von den Sponsoren, die zeigt sich eben auch in der Politik. Und da sind eben nicht nur die Pharmaindustrie, sondern auch das ökonomische Forum, also WEF, World Economic Forum, die haben ja dafür gesorgt, zum Beispiel, dass die Gro Harlem Brundtland, dass die damals als norwegische Ministerpräsidentin nach ihrem Ausscheiden aus der Regierung, dass sie Chefin der WHO wurde. Die ist vom WEF gekürt worden praktisch als Nachfolgerin damals. Ist sie auch geworden. Und auch die nachfolgenden Generalsekretäre, die hat man handverlesen. Und das führt dazu, dass man natürlich auch politisch jetzt Einfluss nehmen kann, was in der WHO passiert. Also die WHO ist korrupt. Die WHO ist institutionell korrupt, ja. Die ist gekauft und wird benutzt als Instrument einerseits von der Pharmaindustrie, die darf da Geld verdienen mit Hilfe der WHO. Aber es gibt andere Kräfte, die benutzen wiederum die Pharmaindustrie, um uns Angst zu machen. Die benutzen die Pharmaindustrie, damit wir an diese Viren, an diese gefährlichen Viren glauben, genau wie sie vorher die Angst vor dem Terrorismus benutzt haben, um die Kriege in Afghanistan und in anderen Ländern zu führen, wo die Rüstungsindustrie dann profitiert hat. Das sind also Leute, das sind politische Kräfte, die natürlich ökonomisch motiviert sind, die aber auch wo Geld und Macht gegeneinander ausgetauscht wird. Bei denen, die haben so viel Geld, dass es in Macht zum Machtgewinn benutzt wird. Mit Macht kann man seine Position im Markt ja verstetigen. Geht das von den USA aus? Da sind sicherlich viele dabei, die in den USA zu Hause sind. Und es spielt sicherlich der Militärapparat in den USA eine große Rolle, der Geheimdienstapparat eine große Rolle. Der Deep State quasi, so genannt. Ja, genau, weil den kann man natürlich, ich habe das damals, als ich den Bericht gemacht habe für den Europarat über private Militärfirmen, da war ich darauf gestoßen, dass beim US-Militär, da kriegen die Berufssoldaten, die kriegen 2 Jahre frei und dürfen bei einer privaten Firma dann arbeiten, weil sie da viel mehr verdienen. Angeblich deshalb, weil sie sonst weglaufen würden, damit sie auch mal viel Geld verdienen können. Und hinterher werden sie wieder genommen. Und durch diese Verzahnung, durch solche Mechanismen, durch solche Public-Private Partnerschaften, dadurch wird der Einfluss derjenigen, die das Geld haben, die nachher letztlich das Geld geben, die da investieren, der wird so groß, dass dann das gemacht wird, was die wollen. Und das ist so verzahnt. Das sind keine staatlichen Einrichtungen mehr, sondern es sind Einrichtungen, wo private Macht und wirtschaftliche Interessen das Sagen haben. Und die WHO ist so ein Instrument, mit dem man das versucht. Und das wird jetzt versucht, dadurch, dass man die Gesundheitsvorschriften, die internationalen Gesundheitsvorschriften, dass man die ändern will, dass die also nicht mehr als Empfehlung gelten, sondern dass die verpflichtend werden und dann auch, dass die Instrumente verschärft werden. Die WHO darf sagen, welche Krankheit droht, wovon Menschen bedroht sind. Sie darf auch sagen, woran man das erkennt. Sie darf selber ihre Leute da hinschicken und dann sagen, da ist was. Also sie kann den Alarm selber machen in den Ländern mit ihren eigenen Leuten, kann dann den Alarm benutzen, um zu sagen, jetzt müsst ihr aber das und das tun, die Spritzen geben, die Medikamente herstellen, jetzt müsst ihr Geld zur Verfügung stellen dafür. Und die Staaten sollen verpflichtet werden, all das zu tun, was die WHO an Theater und Kulissen dort zaubert und zaubern will. Wird dieser Vertrag zustande kommen? Ich hoffe nicht. Das ist natürlich die Weltgesundheitsversammlung, die da entscheidet. Erstmal über diese Gesundheitsvorschriften. Parallel läuft ja noch, dass der Vertrag geändert werden soll. Läuft ja zweigleisig an. Der Vertrag, das ist der Vertrag, den die Staaten unterschreiben, wenn sie Mitglied bei der WHO werden wollen. Und der soll neu geschrieben werden. Der ist ja mit der Gründung der WHO formuliert worden und der soll neu formuliert werden. Auch da sind die gleichen Inhalte drin, dass die WHO ermächtigt wird, all diese Dinge zu tun und den Staaten vorzuschreiben
unter dem Vorwand einer Gesundheitsgefährdung vorzuschreiben, weitgehend, was der Staat zu tun hat. Und die WHO will auch noch ausweiten, übrigens nicht nur auf die übertragbaren Krankheiten, sondern sie hat ein großes Chapter über NCDs. Das sind die Non-Communicable Diseases. Die NCDs, muss man mal gucken, muss man mal googeln. Die hat schon seit vielen Jahren, macht sie in vielen Ländern, über 80 Ländern, hat sie schon Netzwerke geschaffen, wo man dann sich um die Gesundheitsgefährdung durch die Non-Communicable Diseases kümmert. Das ist zum Beispiel Übergewicht, das ist Alkoholismus, das ist psychische Erkrankungen, das ist Rheumatik, all die normalen chronischen Erkrankungen. Und wenn ein Staat nach Ansicht der WHO da nicht genug tut, dann sagt die WHO, da sterben aber so und so viele Leute bei euch, viel mehr als in anderen Ländern, da müsst ihr was tun, da müsst ihr irgendwas tun, da müsst ihr bestimmte Medikamente nehmen oder was. Also das alles schreibt sich vor, die WHO macht ja jetzt schon, nimmt Einfluss auf die Normwerte. Die Blutfette, die waren mal 240 Milligramm pro Deziliter, der Grenzwert. Und wenn man höhere hatte, dann bei Cholesterin, wenn man höhere hatte, dann musste man sich behandeln lassen. Den haben sie gesenkt auf 200. Ja, und das heißt, dass da aber 86% mehr Patienten plötzlich waren in den USA. Das heißt, die mussten jetzt alle Statine nehmen und wenn der Arzt ihnen keine gab, dann hat er was falsch gemacht, weil das ja die Richtlinien der WHO sind. Und so kann die WHO, dadurch, dass sie Normen setzt im Gesundheitswesen, kann sie den Markt auch ausweiten oder einengen. Und sie kann neue Märkte schaffen und dafür wird sie eingesetzt, immer wieder. Und das kapieren viele Leute leider noch nicht. Aber die WHO ist ein korruptes Instrument in den Händen von Leuten, die geld- und machtgierig sind. Die hat mit Gesundheit überhaupt nichts mehr zu tun. Solche WHO brauchen wir nicht, gar nicht. Und auch wenn man mal überlegt, wie wird es denn laufen ohne WHO? Wenn wir Infektionskrankheit hätten, Ausbrüche, die gibt es vielleicht mal hier und da. Und in einigen Ländern gibt es vielleicht mehr, in den armen Ländern, wo denn der Hunger noch da ist und die Tuberkulose und weiß nicht, was da alles entstehen kann. Ausbrüche gibt es, die kann man aber ganz schnell, die werden vor Ort am besten erkannt. Wenn man die Leute schult vor Ort, wenn man ihnen das leicht macht, da dann Hilfe zu kriegen, auch in dem Fall, da kann man sich vernetzen. Es reicht, wenn man Fachleute hat, die dann dem einzelnen Land zur Verfügung, auf Zuruf zur Verfügung gestellt werden. Da muss man keine Organisation haben, die selber sagt, da ist jetzt was falsch und da müssen wir was tun, also die das praktisch alles bestimmt und in der Hand hat und eben dann auch missbrauchen kann. Also im Grunde, was die WHO für die Gesundheit ist, ich komme noch zum anderen Thema, das uns gerade auch doch ziemlich interessiert. Also was die WHO für die Gesundheit ist, ist das IPCC, also der Weltklimarat im Grunde für Klima. Ja. Der Nobelpreisträger für Physik 2022, Dr. John Clauser, hat jetzt aufgrund seiner Studienergebnisse die herrschende Klimaerzählung schärfstens kritisiert. Er sagt, die fehlgeleitete Klimawissenschaft habe sich zu einer massiv schockjournalistischen Pseudowissenschaft entwickelt. Ja, ist ja nicht irgendjemand, der Mann, ne, gerade den Physik-Nobelpreis bekommen. Ja. Aber was mich so wundert, die Politiker, die jetzt alle Klima schreien, wieso hören die nicht auch auf solche Stimmen? Warum gehen die nicht ergebnisoffener an die Sache ran? Sie waren 15 Jahre Bundestagsabgeordnete. Ja. Haben Sie eine Ahnung? Ein wesentlicher Faktor dabei sind die Public Relation Firms, die großen. Das heißt, sind diese Firmen, die professionell die öffentliche Meinung bilden. Die das machen dadurch, dass sie großen Einfluss haben auf die Medien, auf alle Medien. Wenn man weiß, diese Treffen, die es da gab im 2019 in London, wo 1500 Spitzenjournalisten und Leiter von großen Plattformen, Medienplattformen sich getroffen haben und gegen Fehlinformationen sich verschworen haben gemeinsam. Die wollen dagegen kämpfen. Das haben sie gemacht, bevor es losging mit Corona. Die News-Initiative, genau. Ja, genau. Und solche Geschichten, das ist lange vorbereitet und da ist viel Geld investiert worden. Das ist ja eine gewaltige Industrie mit zigtausenden von Mitarbeitern, diese PR-Firmen. Lauter kluge Leute, Psychologen, Soziologen, Statistiker. Und die machen das Geschäft für diese Leute. Und die schaffen uns ein Bild von der Welt, damit das alles funktioniert. Und ich habe neulich mal geguckt, da gibt es doch den Begriff Fear-Mongering. Fear-Mongering. Das heißt, davon haben wir gesprochen
die Angela Spelzberg, also Lauterbachs ehemalige, und ich, wir haben damals immer von Fear-Mongering gesprochen, als die WHO Angst machte und man uns die Pandemrix aufschwatzen wollte, die Impfung damals schon. Da sagt er, das ist Fear-Mongering, ihr macht uns Angst, nur damit wir die Spritze nehmen. Sowas ist ja jetzt auch wieder geguckt. Und dann habe ich mal, das war damals völlig klar, dass das benutzt wurde, um was zu verkaufen. Und wenn man jetzt guckt, in Cambridge Dictionary, da ist Fear-Mongering auch wieder drin. Fear-Mongering sind solche Leute wie wir, die Angst machen vor Medikamenten. Die haben das einfach umgeschrieben. Wenn man Angst macht vor den öffentlich empfohlenen Maßnahmen, dann ist das Fear-Mongering. Das heißt, die haben wirklich überall geguckt, dass sie das, was wir denken, das, was wir nachschlagen können bei Google, das, was wir finden in den Zeitungen, dass das auch immer mehr stimmig wird, dass das alles wasserdicht wird, dass da ein Bild entsteht, was uns völlig in eine Welt schiebt, die so ist, wie die das gerne haben wollten. Und wenn einer sich wehrt, jetzt aus dem System heraus, oder dann, kann das auch gefährlich werden? Dann spürt er eine wunderbare Freiheit und lacht sich kaputt über diese Verrenkung, die machen. Wenn man das ist so absurd. Naja, aber wer jetzt im System ist und da versucht, was jetzt zu ändern, ne? Der lebt ja eventuell auch. Der muss sehr klug sein. Der muss sehr klug sein. Man kann ja Fragen stellen. Manchmal darf man das schon nicht mehr. Aber man kann ja sich dumm stellen. Man kann ja versuchen, andere Menschen, wo hast du das her? Das interessiert mich. Sag doch mal, kannst du mir die Quelle nennen und so. Und wenn die das nicht können, und sehr häufig können die das nicht, dann ist das schon was, wo man sagt, nee, dann glaube ich dir nicht. Also, dass man das annimmt, was andere sagen, aber trotzdem zeigt, dass es da noch mehr gibt und dadurch vielleicht ein Fenster öffnet oder den Kopf öffnet, dass er doch neugierig wird. Es ist schwer, aber ich glaube... Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, noch können wir so ein Gespräch führen. Also ich werde es nicht auf YouTube stellen können, aber ich werde ordentlich Werbung auch für die anderen Kanäle machen, ja. Aber die Bundesregierung geht jetzt immer schärfer vor gegen Kritiker, also sogenannte Rechtsextreme. Und jetzt hat der Innenausschuss des Bundestages gefordert, Menschen den Pass zu versagen und zu entziehen, die im Ausland an Veranstaltungen teilnehmen wollen, die im Widerspruch zu den Grundsätzen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Gewohnt schwammig. Und wenn man bedenkt, dass inzwischen fast jeder Kritiker als Rechtsnazi diffamiert wird, was glauben Sie, wie weit diese Einschränkungen der Meinungsfreiheit noch gehen können? Gilt das auch für Diplomatenpässe? Das glaube ich jetzt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es für Ihren Pass gilt. Weiß nicht. Also, naja, gut. Aber ich denke, dass sie alles versuchen, damit sie nicht konfrontiert werden mit einer anderen Meinung, damit das alles einheitlich wird. So wie es sind ja viele Politiker schon vor 5 Jahren nach China gefahren und haben gesagt, wie toll das da alles funktioniert. Ja, genau. Das Ideal scheint sich auch durchzusetzen. Auch der Wirtschaftsminister war ganz begeistert. Das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Das hat auch nichts mit der Verfassung zu tun. Die hat Meinungsfreiheit garantiert. Welche Verfassung meinen die denn? Benutzen Sie doch keine Fremdwörter. Herrgott, man kann es echt nur ich denke, wie sensibel wir noch waren vor 5 Jahren oder vor ein paar Jahren beim Europarat, wo Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit die europäischen Nationen geeint haben. Und wehe, nicht? Irgendeiner hat da nicht mitgemacht, dann wurde er rausgeschmissen. Ja. Und in Wirklichkeit... Jetzt darf Herr Soros die Richter dort im Menschenrechtsgerichtshof, darf er die empfehlen oder darf er beeinflussen, wer da Richter wird. Ja, da gibt es eine Arbeit über die Interessenkonflikte der Richter am Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Da hat Herr Soros seine Finger drin. Die meisten oder ein großer Teil von denen, kommt aus seinen Organisationen und hat für seine Organisation gearbeitet und hat damit seine Karriere begründet. Das heißt, da gibt es wieder ein Gremium, welches Korruption bekämpft. Das ist GRECO. Das sind die Staaten, die Korruption bekämpfen wollen. Und da gab es ganz tolle Leute. Ich bin gespannt, ob es sie immer noch gibt. Ich müsste mal nachgucken. Aber sowas wäre natürlich peinlich. Die müssten sowas natürlich an den Pranger stellen, müssten das sagen.
Also Aber eigentlich war ja auch Transparency mal so ein Verein, oder? Der die haben Korruption 6 bekämpfen Millionen wollte. gekriegt, die haben 6 Millionen gekriegt von Bill Gates, von der Bill und Melinda Gates Stiftung. Echt? Ja, Transparency hat ja. 6 Millionen Guck Dollar von mal, der Bill und Melinda das Gates kann man sehen, Stiftung die bekommen. Bill und Melinda Gates listen das ja auf, wem sie alles Geld gegeben haben. Da ist Transparency International Berlin dabei. Das ist das internationale Chapter. Und die haben es ja über 6 Millionen gekriegt. Gilt nicht nur für die, sondern es gilt für viele. Wir haben so pseudodemokratische Institutionen, wo wir immer dachten, gut, dass es die gibt. Gut, dass die Change.org oder Abgeordnetenwatch oder Frag den Staat. Da sind wir froh, das ist doch Demokratie. Aber diese pseudodemokratischen Instrumente, die kann man kaufen, ganz leicht. Die brauchen Geld, die sind abhängig. Und wenn einer mit viel Geld winkt, dann sind die immer noch kritisch, aber lassen bestimmte Themen aus. Ja, die Bundesregierung zahlt ja auch vielen NGOs Geld im Kampf gegen rechts. Das ist ja im Grunde auch, das ist ja alles das Gleiche. Glauben Sie eigentlich, dass die Aufklärungsarbeit der letzten Jahre in Sachen Corona und totalitärer Maßnahmen bislang Schlimmeres bei uns verhindert hat? Also ich habe wirklich sehr, sehr viele und gute Rückmeldungen, dass Leute sagen, wenn es sie damals nicht gegeben hätte, dann hätte ich die Spritze genommen. Und damit meinen sie nicht mich, sondern die Leute, die schon früh aufgestanden sind und schon gesagt haben, nehmt sie nicht. Ich weiß, wir haben da auch mal eine Sitzung gemacht, wo ich öffentlich empfohlen habe, die Spritze nicht zu nehmen. Und das ist ja habe ich von Anfang an ja gesagt, dass es nicht indiziert ist, sie nicht notwendig ist, dass sie gefährlich ist, weil man nicht weiß, wie sie wirkt, und all die Dinge muss ich jetzt nicht wiederholen. Aber ich glaube, dass viele Leute erstmal nicht hingegangen sind zur Spritze, die nicht genommen haben. Auch sehr viele im medizinischen Bereich übrigens, die ja auch dann solche Dinge ein bisschen verstehen. Oder die Kissenspritze, ne? Genau. Und das wissen wir natürlich nicht. Und das müssen wir auch nicht wissen. Aber es sind viele Leute, die nicht gekämpft haben gegen die Spritze, aber die sich vor ihr geschützt haben, dadurch, dass sie irgendwie anders vermieden haben. Und auch diese Leute, die sie vermieden haben, die sind jetzt froh, dass sie das getan haben. Mhm. Und die sind auch letztlich kritisch geblieben. Denn die gehen ja jetzt nicht hin und sagen, ich will doch eine haben. Nee, aber sie sind halt kritisch sehr intern. Das ist natürlich dann auch nicht so wahnsinnig hilfreich. Es ist nicht jedermanns Sache, dann so zu kämpfen an vorderster Front. Aber wenn all die kritischen Ärzte und die es eigentlich wussten, aufgestanden wären, wäre das ja gar nicht möglich gewesen, der ganze Sport. Nee, wäre nicht möglich. Das war bei der Schweinegrippe ja noch besser. Da haben ja viele Ärzte gesagt, nö, das spritze ich meinen Patienten nicht. Aber diesmal sind sie so bestochen worden, haben sie so viel Geld dafür gekriegt, dass es wenige waren, die da Nein gesagt haben. Ja. Und Dr. jetzt immer noch durch diese Long-Covid-Geschichte kann man immer noch mit Covid Geld verdienen. Ja. Also, ne, der Held in Weiß, so existiert er eigentlich nur in wenigen Fällen. Vielen Dank, Dr. Wodak, und auch danke für Ihre unermüdliche Arbeit. Ich weiß auch, dass es diese echte Opposition gegen alles ohne Sie gar nicht gegeben hätte. Also ich habe oft die Rückmeldung auf unser erstes Interview am 13.03.2020 bekommen, wo die Leute sagen, ob das Ärzte für Aufklärung oder Anwälte für Aufklärung. Das hat mich wach gemacht damals. Wenn der Wodak, der ehemals 13 Jahre lang Amtsarzt war und solche Sachen immer verantwortet hat, und dann im Parlament und dann im Gesundheitsausschuss und dann in Europa und der Schweinegrippe, und ich habe das doch erlebt, hautnah erlebt. Ich habe es ja in meinem Buch alles schön nachvollziehbar auch geschildert, was ich da alles erlebt habe. Und meine Bedenken, die waren von Anfang an ja gebahnt. Ich war misstrauisch, nicht nur, weil ich bei Transparency gearbeitet habe, sondern weil ich als Abgeordneter, als Amtsarzt all diese Dinge live erlebt habe, was da gemacht wird. Und ich tue meine Pflicht, mehr tue ich nicht. So, braver preußischer Beamter. Also ich wusste damals bei unserem Interview, ich wusste schon, dass irgendwas nicht stimmt, ja. Aber ich wusste natürlich am 13. März noch nicht so genau, was nicht stimmt. Aber mir war völlig klar, dass Sie die Wahrheit sagen. Und es ist ja auch bis heute die Wahrheit geblieben. Vielen Dank dafür, Dr. Wodak. Da nicht für, sagt man bei uns. Da nicht für, sagt man so in Griechenland. Tja, Leute, ich bin fest davon überzeugt, ohne all diese mutigen Ärzte und Wissenschaftler wäre es noch viel schlimmer gekommen. Und wer weiß,
was für einer Gesellschaft wir inzwischen aufgewacht wären. Die Erzählung vom Killer-Virus und dieser ach so tollen Spritze hat bereits Risse bekommen. Damit die noch größer werden, bitte dieses Video, ich sag's ja gar nicht oft, aber bitte dieses Video fleißig teilen, weil es nicht auf YouTube läuft und deswegen auch etwas weniger Reichweite hat. Ja, nicht auf YouTube, immer noch aus guten Gründen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.